Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, Snapchat, all das Zeug findet sich auf so einem Handy. Heutzutage braucht praktisch jeder irgendetwas von diesen Medien. Doch was macht so ein Handy mit dir, wenn du jede freie Minute an so einem Ding hängst? Um das geht es im heutigen Video. Es ist ja schon hure praktisch, so ein Smartphone. Wir können wirklich sehr viel Zeug am Handy erledigen. Doch was ist mit den Leuten, die wirklich nonstop, jede freie Minute am Handy hängen und irgendetwas machen? Ja, wir könnten ein neues E-Mail bekommen, ist ja dann die Ausrede. Oder wir könnten der und der Person schreiben und Zeit nutzen. Oder ein Foto posten. Oder irgendwie ein Film schauen. Das ist alles schön und gut. Das machen wir ja alle. Doch was ist, wenn das die ganze Zeit so ist? Was macht das mit dir? Was macht das Handy mit dir? Und was tut es vielleicht verhindern? Was es verhindert, ist das Gefühl, das wir alle in uns inne haben und früher viel stärker hatten. Es ist ein Gefühl, das extrem wichtig ist. Es geht nämlich darum, um das Gefühl von der Leere. Es geht auch mal um das Gefühl von der Trauer. Es geht mal um das Gefühl von der Wut. Es geht allgemein um Emotionen, die im Körper sind und nicht nur im Kopf. Doch was ist, wenn du die ganze Zeit dich ablenken lässt von deinen alltäglichen Problemen, wie man immer so schön sagt? Weil Probleme sind ja schlussendlich eine Herausforderung. Aber was ist, wenn du die Herausforderungen nicht annimmst? Was ist, wenn du alles immer rausschiebst, indem du dich ablenkst und dich gerade so okay findest, wie es gerade ist? Hast du das Gefühl, dass du dann im Leben weiterkommst? Hast du das Gefühl, dass du dann irgendwie glücklich wirst? Nein, du wirst dich genau durchschnittlich fühlen. Du wirst genau dich durchs Leben durchbeissen. Aber wirst du dann wirklich etwas erleben? Und wenn du etwas erlebst, wirst du es für dich geniessen können? Oder ist im Hinterkopf immer so, ich könnte das ja mit anderen teilen. Weil was passiert wirklich, wenn du irgendwie etwas siehst, was extrem schön ist, sagen wir einen Sonnenaufgang, oder irgendwie ein schönes Konzert, oder irgendwie Kollege, der dir etwas sagt. Was ist, wenn du jedes Mal das unterbrichst, indem du das Handy vorne anhebst? Da ist eine emotionale Barriere zwischen dieser Person oder dem Ereignis und dir. Du hast einfach ein Handy als eine Schutzbarriere. Doch was ist, wenn du jetzt das Handy einfach mal in die Tasche tun und einfach mal das nur für dich aufnehmen? Kannst du das? Ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Und zwar, ich fordere dich raus, einen ganzen Tag lang ohne dein Smartphone auszukommen. Das heisst, am besten lässt du das Handy einfach daheim. Oder wenn du es brauchst, vielleicht für die Arbeit oder so, nimmst du es mit. Aber immer dann, wenn du unterwegs bist an dem Tag, nimmst du es nicht aus der Tasche raus. Und nein, du darfst die Zeit nicht überbrücken, indem du irgendwelche Zeitungen liest oder irgendein Buch liest. Du bist einfach mal einen ganzen Tag lang nur für dich. Schaust um dich herum, schaust, was gerade passiert. Vielleicht lernst du irgendeine Frau kennen, vielleicht lernst du sonst irgendjemanden kennen. Vielleicht siehst du irgendetwas, was dir sonst nie aufgefallen wäre. Und dann schaust du mal, was es mit dir macht, wie du dich dabei fühlst. Und schreib es in die Kommentare rein. Ich glaube, wir sollten wirklich mehr Zeit mit uns verbringen, weil schlussendlich fängt Glück bei uns an. Aber wenn du das Glück immer draussen suchst, wirst du nie wirklich glücklich werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst den Like-Button nicht, wenn ihr euch über das Video gefreut habt. Und teilt bitte das Video. Vor allem den Freunden, die das nötig haben, sich mal Gedanken zu machen, was macht das Handy mit dir? Das war es von mir. Ciao zusammen.